Havanna, Kuba, 6. April 1959. Se sabe que en América y en el mundo la revolución vencerá, pero no es de revolucionario sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo. La humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Stuart Louis Morrell, geboren 1933 in Sheffield, England. Vater Engländer, Mutter Südamerikanerin. Linksgerichtete politische Betätigung 1949 bis 1969. Sierra Alta, 17. August 1963. Der Kommunismus wird in weiteren lateinamerikanischen Ländern verbreitet. Anführer des Guerillakriegs Alfredo Guevara, rechte Hand von Fidel Castro. Regierungstruppen mit militärischer Unterstützung der Vereinigten Staaten vernichten Zentrum des Aufstands. Stuart Louis Morrell und seine schwangere Frau, eine Spanierin, werden im Kampf verwundet. Beide Mitglieder der Guerillabanden in der Sierra Alta. Morrells Frau stirbt bei Geburt eines Mädchens. Louis Morrell taucht unter. Keine weitere Spur vorhanden. Besondere Kennzeichen: große Narbe links unterhalb des Halses. Das wär's, Mr. Carpenter. Vielen Dank. Ihr Name ist Derek Timothy Bannon. Sie sind Reporter beim News Chronicle Detroit. Sie sind geschieden, 2 Kinder, Mitglied im Roscoe Club und Sie wählen die Demokraten.
Alle weiteren Informationen befinden sich in der Akte. Lernen Sie sie auswendig und vernichten Sie anschließend das Schriftmaterial. Sie fliegen morgen Vormittag 11 Uhr ab Boston. Dort fahren Sie dann sofort ins Hotel Quechua. Es wurde von Detroit aus ein Zimmer für Sie reserviert. Das wäre alles. Sie erhalten weitere Anweisungen. Peabody? Ja, Sir? Carpenter soll reinkommen. Bitte sehr. Carpenter? Ich bedauere, dass ich gerade Sie mit dieser Aufgabe betrauen muss. Das verstehe ich. Sie verstehen gar nichts, Carpenter. Sie sind nur gewalttätig und zynisch. Ein Trinker und ein Weiberheld. Sie haben Panella auf dem Gewissen. Sie sind schuld an seinem Tod. Ich war überhaupt nicht bei Bewusstsein. Natürlich nicht, Sie waren wieder betrunken. Ich wurde betrunken gemacht. Fangen Sie nicht noch an zu lügen! Warum haben Sie mich eigentlich angefordert? Weil ich leider Gottes im Moment einen Mann wie Sie benötige. Sie sind der Einzige, der sich mit Südamerika auskennt. Sie brauchen einen Trinker und Weiberheld? Sie bekommen nur ein Minimum an Information. Das bedeutet, wenn Sie betrunken sind oder wenn man Sie vielleicht foltert, können Sie nicht viel verraten. Eine praktische Überlegung. Also zur Sache. Wir nehmen an, dass Luis Morel in Lima lebt. Wenn das wahr ist, dann müssen Sie ihn dort finden. Und wenn Sie ihn gefunden haben, dann müssen Sie ihn erledigen, ist das klar? Und vergessen Sie nicht, Carpenter, er hat eine Narbe am Hals. Das wäre alles. Carpenter! Ja, Sparks? Ich mochte Sie noch nie. Das weiß ich. Linda Montana, der Herr Ja, das bin ich, bitte. Es ist schon eingecheckt. Bitte beeilen Sie sich. Ich danke Ihnen für alles, Mr. Archer. Ich werde meinem Vater erzählen, wie rührend Sie sich um mich gekümmert haben. Danke. Leben Sie wohl. Ach, verdammt, ich wollte ihm doch zum Abschied einen Kuss geben. Ja, danke. Ich habe Sitz 4D. Lassen Sie nur, ich finde ihn schon. Verzeihung. Welche Nummer war das nochmal? Aber danke, ich komme wirklich alleine zurecht. Ja, aber so geht das nicht, Miss. Aber da sitzt schon jemand. Wenn es so genau geht, dann bitten Sie die Dame doch, mir meinen Platz zu übergeben. Entschuldigen Sie, wären Sie bitte so freundlich, den Platz freizumachen? Oh nein, das muss ein Irrtum sein. Ich werde den Platz nicht verlassen. Ich denke überhaupt nicht Aber daran. verstehen Sie denn nicht? Auf meiner Bordkarte steht 4D. Was geht mich das an, was auf Ihrer Bordkarte steht? Ich war vor Ihnen da und jetzt bleibe ich hier auch sitzen. Das wäre ja noch schöner. Ach, lassen Sie doch hier sitzen und gehen Sie woanders hin. Oh, Verzeihung. Ich ahnte ja nicht, dass die Dame Ihre Frau ist. Haben Sie nicht gehört? Das ist nicht Ihr Platz. Jetzt fangen Sie auch noch an. Es ist wirklich eine bodenlose Unverschämtheit. Aber mit einer alten Dame kann man so etwas hier machen. Ich werde mich bei unserer Ankunft über diese schlechte Organisation hier beschweren. Da können Sie sicher sein. Das geht schon. Vielen Dank. Guten Tag. Hallo. Hier spricht Archer. Es läuft alles nach Plan. Sie wird pünktlich in Lima ankommen. Haben Sie Probleme? Ich bin eben zu dumm. Versuchen Sie es mal. Ist doch ganz einfach. Die Handbewegung ist anders, die Frisur von dem Mädchen und das Schild. Es tut mir leid, aber Frauen sind meistens besser als Männer in diesen Aufgaben. Wahrscheinlich haben sie mehr Intuition. Was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Whisky. Einen doppelten bitte. Ich nehme ein Bier. Ich hätte jetzt wahnsinnig Lust auf was Gutes. Sie sind auch nicht sehr begeistert. Wie haben Sie das erraten? Intuition, wie gesagt. Glauben Sie mir nicht? Sie stehen auf vegetarische Sandwiches mit Margarine. Sie sind ein Intellektueller, Lehrer vielleicht. Und Sie sind mit einer kühlen Blondine verheiratet. Sie ist eine hingebungsvolle Ehefrau mit zu wenig Busen. Ihr habt ein Kind zusammen und ein zweites ist unterwegs. Na, liege ich richtig? Es ist kaum zu glauben. Es stimmt nicht ein Wort. Schade, hätte gut gepasst. Hey, Sie sind ganz schön frech. Jetzt versuche ich es mal bei Ihnen. Aus gutem Hause, wohlerzogen, reicher Vater. Sie haben erstklassige Schulen besucht.
wo Sie gelernt haben, sich wie eine Frau anzuziehen und sich wie ein Mann zu benehmen. Das macht mich so reizvoll. Auf jeden Fall wären Sie unfähig, etwas Böses zu tun. Obwohl Sie mit diesem Lächeln etwas von einem Rattenfänger haben. Und Sie sollten sich davor in Acht nehmen. Wissen Sie, ich frage mich, ob Sie das nur gut spielen, diese Rolle von dem Vamp. Oder ob Sie der Vamp sind, der sich manchmal verstellt. Es sind ungefähr noch 4 Stunden bis zur Landung. Vielleicht finden Sie es bis dahin raus. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. John? Charlie? Dick? Derek. Oh, Derek. Derek, dürft jemand bitte vorbei? Ich muss dringend zum Pinkeln. Was ist dein Liebling? Vielen Dank, Sparks. Wie schade. Wir müssen uns jetzt wohl verabschieden. Wirst du abgeholt? Ja. Adios. Übrigens, ich habe sehr gut geschlafen neben dir. Arbeitest du hier in einer Bar oder heiratest du den Premierminister? Wenn du es genau wissen willst, ruf mich an. Ich hätte Lust, auch mal mit dir zu schlafen, okay? Antonio! Hallo, kleine Linda. Antonio! Ist gut so. Danke, Mister. Vielen Dank. Guten Tag, was kann ich für Sie Ich hatte ein Zimmer reserviert auf den Namen Bannon. Ah ja, wir hatten Sie schon erwartet, Mr. Bannon. Vielen Dank, Sir. Hallo? Hallo, ist da jemand? Wo sind Sie denn? Jetzt pack ich! Hören Sie, Carpenter. Mein Name ist Bannon. Wir kennen Sie, Carpenter. Sie werden uns nie sehen, aber wir sind Ihre Kontaktstelle. Sie werden immer dann von uns hören, wenn Sie es nicht erwarten. Wir wissen alles über Sie, auch dass Sie ein Verräter sind. Ich hoffe trotzdem, dass Sie sich bessere Manieren angewöhnen. Sie verdienen keine bessere Behandlung. Ich erkläre Ihnen jetzt, worum es geht. Der größte Teil Rauschgift, der hier produziert wird, geht in die Vereinigten Staaten. Und der Mann, hinter dem wir her sind, ist offensichtlich der größte Dealer hier im Land. Louis Morel, nicht wahr? Wir sind überzeugt, dass die hiesige Regierung in dem Geschäft mit drin steckt. Aber erst brauchen wir Beweise, dass Morel der Boss ist. Hören Sie auf damit!
Halten Sie still oder ich drücke ab. Ich dachte nur... Sie haben jetzt nicht zu denken, Carpenter. Darf ich eine Frage stellen? Wenn Sie keine Antwort erwarten. Nein. Was hat das für eine Bedeutung, ob Morell nun der Boss ist? Wenn wir mit unserem Verdacht richtig liegen, wäre eine groß angelegte Aktion gerechtfertigt. Es würde sich dann um eine politische Angelegenheit handeln. Wie damals, als Che Guevaras Leute versuchten, amerikanische Jugendliche auf Drogen zu setzen. Glauben Sie etwa diese Märchen? Ich glaube niemandem irgendetwas. Wenn Morell noch am Leben ist und er der Kopf des Unternehmens ist, werden wir zuschlagen. Wenn es sich um einen üblichen Dealerring handelt oder die Mafia drinsteckt, überlassen wir den Fall Interpol. Okay. Morgen früh fahren Sie in die Avenue Bolivar Nummer 331. Sie sind dort als Journalist angemeldet, der eine Reportage macht. Fragen Sie nach Dr. Merrill Ramos. Und jetzt zählen Sie bis 15, bevor Sie eine Bewegung machen. Klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Die Avenue Bolivar 331. Hier ist Cusco 1B. Oh, entschuldigen Sie. Sind Sie es, Bennett? Ja, aber woher wissen Sie das? Ich habe Ihnen meine Nummer hinterlassen. Auf eine etwas ungewöhnliche Weise. Wenn Sie erlauben, möchte ich mich Ihnen auch vorstellen. Mein Name ist Barrios. Trinidad Barrios. Könnten wir uns heute zum Abendessen treffen? Okay. Gut, Mr. Bannon, wir holen Sie um 8 Uhr ab. Essen Sie gerne Chinesisch? Ja. Ich verstehe. Wir werden das zusammen in Ihrem Hotel entscheiden. Danke für die Einladung. Einen Moment. Lasst mich zuerst draufgehen. Senor Montana ist im Augenblick sehr beschäftigt. Soll das heißen, ich muss mich anmelden bei meinem Vater? Antonio, ich habe ihn fast 3 Jahre nicht gesehen. Du kannst mich jetzt nicht aufhalten. Halt, bleib bitte stehen. Tu mir den Gefallen und warte. Ich werde raufgehen und deinem Vater Bescheid sagen. Ja, Antonio, was gibt's? Ihre Tochter ist angekommen, Senor. Was? Ist sie etwa schon hier? Sie wartet unten. Aber dann schick sie doch zu mir. Ja, Senor. Ninja! Ninja! Meine kleine Tochter. Meine liebe kleine Linda. Du bist hübsch geworden und so schrecklich erwachsen. Und du siehst aus wie deine Mutter. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Hätte ich sie nur gekannt. Weißt du, dass ich 3 Jahre von zu Hause weg war? Und du hast mich nie besucht. Ja, ich weiß.
kannst mir glauben, mein liebes Kind, auch für mich war die Tatsache, so lange von dir getrennt zu sein, sehr schwer. Ich war oft so weit, dass ich alles stehen lassen wollte und gehen. Ich wollte zu dir kommen, aber es ist mir nicht gelungen. Es war nie genug Zeit. Aber jetzt bist du da. Ich muss zu Senor Montana. Das Flugzeug mit der Ware steht bereit. Komm mit. Senor Montana hat im Moment keine Zeit. Ich kümmere mich schon drum. Los, wir fahren. Alles okay? Vorher nur eine Patrouille im Wald. Die sind von uns. Das geht in Ordnung. Das muss viel schneller gehen. Vorsichtig, dass ihr die Säcke nicht beschädigt. Lauf schon, einer ist noch dort. Ab! Polizei! Straßenkontrolle! Alle raus aus dem Wagen! Los, 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 raus mit euch! Achtung, da hinten kommt einer! Lass ihn laufen. Der kann dann Montana von einer Polizeipatrouille erzählen. Bringt den ganzen Koks hier ins Auto. Beeilt euch! Und Pablo, du sorgst dafür, dass der Wagen verschwindet, klar? ist es. Zieht euch so schnell ihr könnt eure Sachen an und lasst die Scheißuniform in der Hütte liegen. Mr. Bannon, so elegant heute Abend. Haben Sie ein besonderes Programm? Bemühen Sie sich nicht, ich hasse Komplimente. Wartet schon jemand auf mich? Die Herrschaften Barrios sind in der Bar. Danke.
weißen Anzug ist es. Ich tue alles, was du möchtest. Das weißt du, Elena. Mr. und Mrs. Barrios. Möchten Sie zuerst etwas trinken? Sollten wir nicht lieber gleich zum Essen gehen? Ich habe schrecklich Hunger. Ganz wie Sie wünschen. Ich hatte sie mir nicht so elegant vorgestellt und nicht so attraktiv. Oh, Sie hatten schon eine Vorstellung? Auf die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern. Auf unsere Freundschaft. Ausgezeichnet. Worum geht es eigentlich? Eine gute Frage. Ich bin Geschäftsmann. Ich komme aus Kolumbien, aber ich lebe schon seit 4 Jahren hier in Lima. Ich habe Elena kennengelernt. Das erste Mal habe ich sie hier in einer Fernsehwerbung gesehen als Model. Für französische Dessous. Spitze und Seide. Ich war damals sehr einsam. Jedes Mal, wenn diese Werbung kam, starrte ich wie gebannt in den Fernseher. Eines Tages machte ich mich auf, diese Frau zu suchen. Eine Woche später waren wir verheiratet. Das ist wirklich eine romantische Geschichte, aber keine Antwort auf meine Frage. Keine Sorge, Sie bekommen eine Antwort. Wir wissen genau, wer Sie sind, Mr. Bannon. Und obwohl wir das wissen, möchten wir Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Eine Art Partnerschaft. Da bin ich für Sie der falsche Mann. Ich bin Journalist beim News Chronicle in Detroit. Und Sie schreiben in Lima einen Bericht über das Anwachsen von Rauschgiftfällen bei Jugendlichen. Nicht wahr? Ja, das ist richtig. Wenn Sie so wollen, sind wir Kollegen. Aber vom Gehalt eines Journalisten haben Sie diesen Schmuck nicht. Sie dürfen das nicht wörtlich nehmen. Ich meinte eher, wir beschäftigen uns auch mit der Drogenfrage. Und zwar nicht nur bei Jugendlichen. Wir gehen das Ganze weniger intellektuell an. Aber wir könnten Ihnen einige Informationen geben, die Sie vielleicht interessieren werden. Was für Informationen? Zum Beispiel wissen wir, wer der Kopf ist in dieser Organisation. Und wie man ihn bekommt. Ich glaube nicht, dass das meine Leser irgendwie interessiert. Der Mann ist sehr wichtig. Er hat fast den gesamten Export des hier produzierten Rauschgifts in der Hand und verkauft es in die Vereinigten Staaten. Und dort geht es vor allem an die Jugendlichen. Ich hoffe, Ihnen ist klar, was uns verbindet. Sie haben von einem Geschäft gesprochen. Und von einer Partnerschaft. Die könnte ich mir im Moment nur schwer vorstellen. Hören Sie, Bannon. Wir wissen auch, dass diese Organisation mit gewissen Stellen in der Regierung zusammenarbeitet. Inzwischen hat sich anscheinend der CIA eingeschaltet, um all dem ein Ende zu machen. Das wäre doch möglich, nicht wahr? Natürlich wäre das möglich. In jedem Fall wird Kokain hier immer weiter produziert werden. Es ist nun mal der beste Exportartikel in diesem armen Land, klar? Ja, das leuchtet mir ein. Und es gibt eine Gruppe, die die jetzige Organisation ablösen würde. So, ich verstehe. Und weiter? Diese Gruppe würde sich verpflichten, kein einziges Gramm von dem Stoff in die USA zu schicken. Wie lobenswert. Und was ist der Preis? Immunität für ihre Leute. Also habe ich Sie da richtig verstanden. Sie liefern die Namen. Und das Beweismaterial. Ja, ich verstehe. Mit diesem Beweismaterial erkauft sie diese neue Gruppe Freies Geleit und das Drogenmonopol. Und sie verspricht, das Zeug nicht nach Amerika zu bringen. Sie haben vollkommen recht. Und wohin soll es dann gehen? Irgendwohin. Nur nicht in die Staaten. Auf die Weise wird diese schreckliche Bedrohung zumindest teilweise von ihren Jugendlichen genommen. Das klingt wundervoll. Fast wie ein Märchen, aber leider bin ich Journalist. Warum erzählen Sie das alles nicht einem CIA-Agenten? Wir haben einen gemeinsamen Freund. Übrigens eine Frau. Sie hat uns von ihrem Kommen benachrichtigt. Wir wissen auch, dass Frank Panella vor einiger Zeit von einem seiner Kollegen verraten wurde. Kurze Zeit später war er tot. Haben Sie von diesem Fall damals nichts gehört? Doch, er ging ja durch die Presse. Diese gemeinsame Freundin ist Panellas Frau. Sie hat uns gesagt, dass Sie sich kennen. Ja, das stimmt schon. Ich kenne jemanden, der arbeitet beim CIA. Ich werde ihn fragen. Vielleicht weiß er etwas. Und wann können wir mit einer Antwort rechnen? In 48 Stunden. Er ist ein guter Freund von mir. Das freut mich. Wir melden uns in 2 Tagen bei Ihnen um dieselbe Zeit im Hotel. Ich hoffe, Sie haben Erfolg. Es wäre schade, wenn unsere eben erst begonnene Freundschaft schon so früh enden müsste.
auf deine Rückkehr. Davon habe ich immer geträumt, irgendwann wieder hier zu sein. Von diesem Haus, von den Gerüchen, dem Essen, der Musik, die es nur hier gibt. Und jetzt, wo du wieder da bist, was gefällt dir besser? Die Wirklichkeit oder dein Traum? Vater, wie kannst du so etwas fragen? Die Wirklichkeit ist immer viel schöner als der schönste Traum. Es gibt Dinge, die hatte ich schon fast vergessen. Was hast du vergessen? Gerüche zum Beispiel. Ja, von Jacaranda-Bäumen oder von Zitronen. Ach, es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Komm, wir tanzen. Oh nein, India, ich war schon immer ein schlechter Tänzer. Vater, das ist doch nicht wahr. Ich habe es seit Jahren nicht mal mehr versucht. Bitte. Weißt du was? Was denn, mein Kind? Du tanzt wirklich höllisch, Daddy. Einen Moment, kleines Fräulein. Wo hast du denn diese neue Ausdrucksweise gelernt? In Amerika natürlich, wo denn sonst? In Amerika. Das klingt immer so, als seien wir hier ganz woanders. Ach, Vater, du weißt genau, was ich meine. Für die Amerikaner sind eben nur die Vereinigten Staaten Amerika. Ja, ich weiß. Für sie ist nur das wahre Amerika. Und wir existieren nur, um ausgebeutet zu werden. Los Pelaos, Los Rotitos, Los Mojaos, alle Schimpfnamen für uns. Jetzt bist du ungerecht, Vater. Es gibt dort auch ganz andere Menschen. Auch solche, die uns mögen. Du hast sicher recht. Jetzt tanz aber wieder mit mir. Entschuldigen Sie bitte, Don Luis, dass ich Sie störe. Aber ich muss Sie einen Augenblick sprechen. Wieso, was ist denn? Ich komme gleich wieder. Geschehen, Antonio? Nein, nein, India, aber du weißt ja, wie das ist im Geschäftsleben. Nein, warte. Du trägst eine Pistole, Antonio? Ja, ich erkläre dir das später, Ninja. Und mach dir nur keine Sorgen. Weißt du, wenn Antonio bewaffnet ist, kann dir absolut nichts Böses geschehen. Don Luis, unsere Leute sind in eine Polizeikontrolle gekommen. Er ist der Einzige, der überlebt hat. Polizei? Ist dir klar, dass das schon das zweite Mal in den letzten Monaten geschehen ist? Du weißt, was zu tun ist. Ich möchte den Kerl in der nächsten Zeit nicht mehr sehen, verstanden? Der Minister ist gerade beim Abendessen. Das war ich auch gerade. Hallo? Ja, hier ist Luis Montana. Sagen Sie bitte dem Minister, dass ich ihn sofort sprechen möchte, und zwar persönlich. Und wenn er nicht ans Telefon kommen sollte, bin ich in der nächsten halben Stunde bei ihm. Ja, hier ist Luis. Eine Polizeitruppe hat uns aufgehalten in der Nähe von Romera. Ja, die Strecke, die wir immer nehmen. Was soll das? Wie konnte das geschehen? Warum sind wir nicht gewarnt worden? Das ist schon das zweite Mal. Was soll das heißen, es ist nicht möglich? Es war die Polizei. Sorgen Sie gefälligst dafür, dass es nicht nochmal geschieht. Ich warne Sie, Minister, noch ein solcher Fehler und... Ja, ich kenne das. Worte! Ich habe das Vertrauen verloren. Wie soll ich dann wissen, wer das war? Das ist schließlich Ihre Aufgabe. Ich gebe Ihnen eine Woche Zeit, um die Kerle unschädlich zu machen. Das wird doch gut sein. Er sagt, er hat damit nichts zu tun. Es müssen irgendwelche anderen Kerle sein, die versuchen wollen, uns reinzufuschen. Danke und gute Nacht. Gute Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bitte, enttäuschen Sie mich nicht.
Hände hoch, keine Bewegung! Na, Carpenter, keine Bewegung, hörst du? So ist's besser. Steigen Sie bei Barrios ein. Der CIA ist einverstanden. Aber das ist doch unmöglich. Barrios Leute verpflichten sich, keinen Stoff in die USA zu verkaufen. Aber in England, Frankreich, überall in Europa. Das ist nicht unser Problem. Ja, so kann man es auch sehen. Sparen Sie sich Ihre Bemerkungen. Gehen Sie an die Arbeit. Und vergessen Sie morgen nicht den Termin. Avenue Boulevard 331, ich weiß. Wie kann ich Sie erreichen? Das werden Sie besser mir überlassen. Und jetzt zählen Sie bis 10, bevor Sie sich bewegen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Scheiße. Ja, hallo? Hallo. Bin ich dort mit dem Aschenbrödel verbunden, das sich hin und wieder in einen Vamp verwandelt und arme Reisende verführt? Derek! Warum meldest du dich denn erst so spät? Es war ein Tag. Das war schon viel zu lang. Ich dachte, ich hätte mehr Eindruck bei dir hinterlassen. Das war nur Spaß. Also, wo steckst du gerade? Im Bett? Oh, fein. Ich mache mich auf den Weg. Hey, warte mal. Ich weiß gar nicht, wo dein Bett steht. Kennst du das Hotel Quechua? Natürlich. Ganz schön mieser Laden. Derek, möchtest du diesmal mit mir schlafen? Oh ja. Aber jetzt geht es gerade nicht. Mein ganzes Gesicht ist voll mit Creme. Ich sehe furchtbar aus. Ist doch egal. Komm, wie du bist. Ich habe aber auch nichts an. Das würde uns Zeit sparen. Also, kommst du? Ja, aber nicht gleich. Ich möchte, dass du ungeduldig auf mich wartest. Ich komme vielleicht, wenn du gar nicht mehr mit mir rechnest. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Träum schön. Wie viel Uhr ist es denn? Ist das alles, was dir einfällt? Es ist 7:15. Ah, dann habe ich ja über 5 Stunden auf dich gewartet. Ich wohne leider am anderen Ende der Stadt. Ich habe die erste Straßenbahn genommen. Wir haben noch ein paar Stunden für uns. Ich glaube, das wird nicht reichen. Und wann setzen wir dieses Spiel fort? Jetzt gleich. Ich muss arbeiten.
Okay, ich fahre dich. Mit der Straßenbahn? Mit dem Weißen dort. Ich treffe mich mit jemandem. Geschäftlich. Okay, ich warte inzwischen draußen. Wo müssen wir denn hin? Avenue Bolivar. Sie sind schon fast angekommen. Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Also Journalist? Ja, und du bist Millionärstochter. Welche Hausnummer hast du gesagt? Bis jetzt noch keine. Aber dort, die Einfahrt muss es sein. Wohin möchten Sie bitte? Mein Name ist Bannon, ich bin Journalist. Oh ja, Mr. Bannon. Einen Moment bitte. Das ist doch eine Klinik, soviel ich weiß. Ja, warum? Bist du krank? Aber nein. Du kannst ja vielleicht mit mir reinkommen. Dr. Ramos erwartet Sie. Erstes Haus links, bitte. Danke. Mr. Bannon? Ja, guten Tag. Ich bin Dr. Merrill Ramos. Kommt die junge Dame auch mit? Ja, aber Gott sei Dank nicht als Patientin. Sie kann uns gern begleiten, wenn sie möchte. Es ist besser, wenn viele junge Leute das Problem kennenlernen, bevor es zu spät ist. Es gibt durchaus eine Chance für diese Patienten, wieder gesund zu werden. Aber es wird sehr schwer für sie sein, ihren Platz in der Gesellschaft wiederzufinden. Sehen Sie das Mädchen dort? Sie hat schon mit 8 Jahren angefangen. Erst musste sie immer ihrem Vater das Zeug besorgen und dann versuchte sie es selber mal. Was versuchte sie? Diese Patienten sind geistesgestört, oder? Ja, das sind sie. Infolge von Drogen. Sie werden von der Polizei leider immer erst viel zu spät zu uns gebracht. Aber wir haben in der Schule fast alle Marihuana geraucht und keinem ist was geschehen. Glück gehabt. Einige gingen auf Härteres über. Diese da. Und was haben die dann genommen? LSD, Crack, Kokain, Heroin. Kokain auch? Ich dachte, das wäre... Kokain ist eine starke Droge. Ihre Auswirkungen sind oft verheerend. Diese Jugendlichen waren alle am College und wir können ihren Eltern nicht sagen, was mit ihnen ist. Warum nicht? Wir dürfen nicht. Es wurde uns vom Ministerium verboten. Verstehen Sie denn nicht? Der Rauschgifthandel ist in diesem Land das beste Geschäft. Einige der bedeutendsten Männer des Landes sind darin verwickelt. Es sind sogar hochgestellte Persönlichkeiten aus der Politik dabei, sogar Minister. Das kann ich nicht glauben. Von einigen Ministern wissen wir es mit Sicherheit. Naja, und was ist mit der Polizei? Die Polizei befolgt immer nur Befehle. Ja, und manchmal macht der ein oder andere auch seine kleinen Geschäfte. Obdulio Quiroga, 19 Jahre alt. Er war mitten im Architekturstudium. Er hatte ein Stipendium bekommen von der Madrider Universität aufgrund seiner Arbeit über die hängenden Gärten von Ayacucho. Was ist das ihm geworden? Das ist noch nicht der schlimmste Fall. Jahre, 16. Der Junge ist erst 14. Und was ist der Grund? Zu hohe Dosen? Bei den einen, bei den anderen schlechter Stoff. Da gibt es keine Chance mehr. Ich hätte nie gedacht, dass das Zeug sogar hier im eigenen Land mit irgendwas versetzt wird.
Seien Sie doch nicht so naiv, Bennen. Dealer strecken jede Droge, überall. Es bringt einfach mehr Geld. Und es gibt mehr Tote. Ja, sehr viel mehr. Das löst gleichzeitig das Arbeitslosenproblem. Sie starb heute Nacht an einer Überdosis. Maria. Das ist Maria. Oh Gott. Das ist Maria. Meine beste Freundin. Komm. Arme Maria. Ich kann es nicht glauben. Wir beide waren zusammen in der Highschool. 3 Jahre haben wir das Zimmer geteilt. Sicher, ich habe sie öfter rauchen sehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass es dahin kommen könnte. Sie sagte immer, sie würde nie zu härteren Drogen übergehen. Soll ich fahren? Wo willst du überhaupt hin? Ich weiß nicht. Ist mir wohl nach Hause. Und du bist sicher, dass du selber fahren willst? Ja, das geht schon. Weißt du was, Derek? Es klingt irgendwie komisch, aber ich habe den Eindruck, als würden wir uns schon sehr lange kennen. Vielleicht ist das so. Immerhin 2 Tage. Für mich schon eine halbe Ewigkeit. Für mich auch. Ja, ich glaube, ich weiß genug von dir. Genug wofür? Um mich zu verlieben. Willst du nicht lieber fahren? Aha, dein Zuhause sieht nicht übel aus. Ich glaube, es wird dir gefallen. Hallo, Antonio. Das ist Mr. Bannon, ein Freund von mir. Antonio, die rechte Hand meines Vaters. Ich glaube, wir haben uns vorher schon mal gesehen. Ich gehe wohl lieber. So ein Unsinn. Du kommst jetzt mit. Ich zeig dir unser Haus. Linda. Linda, bitte. Senor Montana hat äußerst wichtigen Besuch. Ich rufe dich an. Bitte nimm mein Auto. Derek, wir müssen uns wiedersehen. Ah, Linda, da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst. Das ist meine Tochter Linda. Sie kommt gerade von einem College aus den Vereinigten Staaten zurück. Würdest du mir diesen jungen Mann vorstellen? Das ist Derek, ein lieber Freund von mir. Er ist Reporter. Guten Tag. Ein Reporter. Sie kommen aus Amerika? Ja. Und machen hier Ferien? Ich schreibe an einem Artikel über Drogen in Amerika. Wirklich interessant. Wir müssen uns unbedingt darüber unterhalten. Gerne, Mr. Montana. Kommen Sie, José. Jetzt darfst du nicht mehr weg. Mein Vater hat dich offiziell eingeladen, bei uns zu bleiben. Ich begleite den Minister noch. Hab ein Auge auf ihn und lass ihn nicht weg, bis ich wiederkomme. Einen Moment mal. Er kommt mir vor wie eine Gouvernante. Für ihn bin ich eben noch ein Kind. Er ist schon sehr lange bei uns und kennt mich noch als kleines Mädchen. Antonio vergisst wohl, dass kleine Mädchen erwachsen werden. Sag, was ist los? Ich bin traurig. Ich kann das mit Maria nicht vergessen. Ich denke auch an die anderen. Und manche Leute werden damit reich. Es ist furchtbar.
habe Angst, Derek. Sag, was ist los? Ich bin traurig. Ich kann das mit Maria nicht vergessen. Ich denke auch an die anderen. Und manche Leute werden damit reich. Die beiden scheinen ineinander verliebt zu sein. Ja, es sieht so aus. Wo sind sie jetzt? Sie gehen irgendwo im Garten spazieren. Sage ihnen nicht, dass ich schon zurück bin. Ich gehe zuerst schwimmen. Ist alles gut gegangen mit dem Minister? Oh ja. Ich habe erfahren, wo unsere Freunde stecken und auch wer ihre Kunden sind. Wir werden morgen mit ihnen verhandeln. Ausgezeichnet. Das läuft ja wunderbar. Ich habe sie voll in der Hand, Antonio. Und das werden sie wissen. Hallo, Vater. Ich wusste nicht, dass du schon da bist. Weißt du, ich wollte erst mal schwimmen gehen. Guten Abend, Mr. Montana. Ach, wie war doch gleich Ihr Name? Derek, nicht? Richtig. Darf ich Ihnen vielleicht einen Drink anbieten? Oder möchten Sie erst noch schwimmen? Ich würde gerne noch mit Linda schwimmen gehen. Dann bis später. Oh, dich schickt der Himmel. Nicht gehen, mein Süßer, bleib doch da. Halt stehen bleiben, Sie Dreckskerl. Gesicht zur Wand. Wenn Sie sich umdrehen, bekommen Sie eine Kugel in den Schädel. Was wollen Sie jetzt von mir? Im Parque de España gibt es einen Bootsverleih. Gehen Sie morgen früh um 9 dorthin und fragen Sie nach Alfredo. Sie werden morgen nicht vor 18 Uhr in Aktion treten. Es bleibt Ihnen also genügend Zeit, um den Anschlag direkt vor Ort am Rollfeld vorzubereiten. Welchen Anschlag? Bis jetzt hat nur Barrios es gewagt, Montana und seine Leute anzugreifen. Morgen tun wir es zum ersten Mal. Aber das ist erst der Beginn einer größeren... Ja, kann ich bitte mit Linda sprechen? Linda, ich bin's. Ich denke ununterbrochen an dich. Nein, ich glaube, das vergesse ich nicht so leicht. Aber morgen können wir uns nicht sehen, ich habe zu tun. Nein, ich habe einen Termin gleich morgens. Linda, das kommt nicht in Frage, ich fahre selber. Ganz einfach, weil ich es nicht will. Okay, ich melde mich später. Bye, bye.
So, jetzt sind wir endlich unter uns. Du bist schnell am Abzug. Wir hatten doch eine gemeinsame Verabredung. Ich habe öfter versucht, dich zu erreichen. Ich habe wohl das Telefon nicht gehört. Ich war müde. Ich würde sagen, du arbeitest zu viel. Und wo ist Mr. Barrios? Vermisst du ihn? Ich habe geschäftlich mit ihm zu reden. Natürlich, wenn es ums Geschäft geht, sind Frauen abgemeldet. Nein, nicht unbedingt. Ich sage bei uns, was geschieht. Er ist nur... Prinzgemein. Noch nicht einmal das. Sag mal, hast du jetzt was vor? Nein. Also, warum unterhalten wir uns dann nicht später? Oder gefalle ich dir etwa nicht? Oh, doch, natürlich. Du bist sehr schön. Du bist verdammt sexy. Und deine Lippen sind so kalt wie Eis. Die Lippen der Frauen sind wie der Spiegel ihrer Seele. Deine sind kalt wie der Tod. Ja, ich steige auf euer verdammtes Angebot ein. Ihr habt es leicht mit mir, denn töten ist mein Job. Aber eigentlich bringe ich lieber so miese Typen wie dich um, die es verdienen. Denkst du dabei auch an Panella? Ich muss diese Geschichte jetzt beenden. Los, ruf Panellas Witwe an und sag ihr, dass du jetzt sofort zu ihr kommen wirst. Und kein Wort von mir. Und wenn das alles vorbei ist, dann geh mir aus dem Weg. Ich würde dich nämlich mit größtem Vergnügen umlegen. Moira? Hier ist Elena. Ich muss dich sofort sehen. Ja, warte auf mich. Ich bin in 20 Minuten da. Du gehst allein rein. Wieso? Ich dachte, du wolltest mit ihr reden. Kümmere dich nicht um mich. Los, geh schon. Moira? Ich bin's, Elena. So, und jetzt zurück zum Auto. Was willst du von mir? Was willst du, Derek? Du hast mir versprochen, unsere Beziehung könnte ihm nichts anhaben. Aber er ist tot, Derek, und du bist daran schuld. Du Scheißkerl! Oh, was fällt dir überhaupt ein, hierher zu kommen? Frank hat mir einen Brief gegeben, kurz bevor er starb. Er ist an dich. Geliebte Moira, du wirst diesen Brief bekommen, wenn wir uns nicht mehr sehen. Nie mehr. Ich habe nachgedacht über uns. Und ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe mich wie ein Schwein verhalten. Es war so. Sie kamen irgendwann auf mich zu und machten mir ein Angebot. Ich konnte nicht Nein sagen. Es schien mir die einzige Möglichkeit zu sein, für immer zu verschwinden.
um das Problem für uns beide zu lösen. Ich habe die anderen damals verraten. Ich habe sie in eine Falle gelockt. Nur Derek kennt die Wahrheit darüber. Er hat's mir ins Gesicht gesagt. Und jetzt versuche ich, es irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Verzeih mir bitte. Ich wollte dich diesmal wirklich nicht verletzen. Frank. Derek! Du hast das alles auf dich genommen, damit über Frank nicht schlecht geredet wird? Er stand mir sehr nah. Ich mochte ihn. Bitte, Derek, verzeih mir. Aber du darfst mich nie wieder einen Verräter nennen. Du hast mich also erkannt? Deine Stimme werde ich immer erkennen. Das mit dem Brief behalten wir für uns. Gute Nacht. Beeilen. Hoffentlich sind die anderen schon bei der Hütte. Ihr packt mit Elena das Zeug zusammen und kommt sofort zurück. Mörder! Das werdet ihr mir bezahlen! Das schwöre ich euch! Elena! Ich schon! Warum habe ich dich nur gehen lassen? Elena! Guten Tag. Mein Name ist Bannon, ich bin Journalist. Ich glaube, ich werde erwartet. Oh ja, Mr. Bannon. Wenn Sie bitte mit mir in den ersten Stock kommen möchten, ich gehe voraus, wenn Sie erlauben. Und genau da ist der Anschlag geplant. Das hier ist Derek. Er wird die Operation leiten. Mariano, Rosario, Chato Diaz, Domingo und Hallo, Pancho. Kamerad. Er hat mir geholfen, dich zum Reden zu bringen. José, Barton, Hallo? komm her, Derek. Wir sind gerade dabei, den Plan nochmal durchzusprechen. Du erkundest als erster die Gegend. Wir kommen dann alle nach. Und um Punkt 6 Uhr starten wir den Angriff. Von Montanas Besitz wird nichts übrig bleiben. Ich verstehe nicht, warum wir erst um 6 zuschlagen. Was ist, wenn Montana den ersten Schritt tut? Aber er weiß nichts von dem Plan. Ich hätte nicht geglaubt, dass du so viel riskieren würdest. Weißt du, seit gestern hat sich sehr viel geändert, Derek. Ja, schon möglich. Ach, übrigens, eine Sache ist noch offen.
Was machst du hier, Linda? Ich wollte bei dir sein, aber wenn dir das nicht gefällt, gehe ich wieder. Du hast mich verfolgt und dir sogar einen Wagen besorgt. Hör mal, meinen hast du doch. Derek, hast du vor, etwas Illegales zu tun? Hat dich jetzt dein Vater auf mich angesetzt? Ach du Idiot, ich bin hier, weil... Ich liebe dich, Derek. Und ich brauche dich. Linda, hör zu. Du wirst jetzt vernünftig sein und nach Hause gehen. Ich werde dir das alles später erklären, okay? Ich verspreche es dir. Hey! Ich liebe dich auch. Na endlich. Tiger an X-19, wie weit sind Sie vom Ziel? X-19, bitte melden, over. X-19 an Tiger, klar zum Angriff in 30 Sekunden, over. Schnell! Das Flugzeug ist schon gelandet! Das darfst du nicht, Moira. Leb wohl. Senor Montana! Diese verdammten Kerle, wenn sie unbedingt Ärger mit uns wollen, sollen sie ihn haben.
Das ist Andres. Er hat für meinen Vater gearbeitet. Linda, ich glaube, wir müssen miteinander reden. Du hattest recht. Ich bin kein Reporter. Leider ist dein Vater auch kein Ehrenmann. X-19 am Hauptquartier. Erster Teil der Operation beendet. Sind auf dem Rückflug. Befinden uns jetzt direkt über Besitz von Montana. Fliegen die ersten Angriff. Over. Möchtest du reinkommen? Danke, Derek, aber ich brauche jetzt ein bisschen Zeit. Das verstehe ich. Also bis nachher. Herein, es ist offen. Legen Sie die Hemden aufs Bett. Auf dem Tisch liegt das Trinkgeld für Sie. Sie sind ja manchmal wirklich großzügig, Sparks. Ach je, Sie sind's. Her mit dem Geld, und zwar ein bisschen plötzlich. Wo waren Sie denn so lang? Ich war dienstlich unterwegs. Ich musste ein paar Typen erledigen. Dieser verdammte Morell hat's geschafft, alles durcheinander zu bringen. Sein Einfluss geht bis zum State Department. Ist das State Department jetzt auch schon im Rauschgiftgeschäft? Das werden wir wohl kaum erfahren. Hab gehört, Sie haben sich heute wie Rambo aufgeführt. Ich denke, das soll wohl ein Kompliment sein. Ja, das dürfen Sie so verstehen. Wir sollten die Sache jetzt endlich hinter uns bringen. Wir? Sind Sie jetzt bei uns im Team? Sollte das ein Witz sein? Also wirklich sehr komisch. Ich eigne mich wohl eher für die Diplomatie. Ja, ich verstehe. Ihr Schlachtfeld ist dann ein 5-Sterne-Lokal. Ganz genau. Jeder kämpft auf dem Platz, der ihm zusteht. Und jetzt gehen Sie bitte, Carpenter. Die Aktenmappe. Bringen Sie her. Vater, ich muss mit dir sprechen. Das ist unmöglich, mein Kind. Ich muss jetzt dringend weg. Das ist mir vollkommen egal. Entweder wir reden jetzt zusammen oder ich bin bei deiner Rückkehr nicht mehr da. Du musst mich verstehen, Linda. Ich hatte in der letzten Zeit wirklich sehr viel zu tun. Ich hatte auch geschäftlich etwas Ärger und... Oh, weißt du was? Ich habe eine wunderbare Idee. Du könntest Urlaub machen in Rio oder in Europa. Würdest du mich denn begleiten? Das ist unmöglich.
unmöglich, Linda, Liebes, das weißt du. Ja. Aber ich weiß noch viel mehr. Sie werden dich umbringen, Vater. Du bist in großer Gefahr. Lass uns fliehen, bevor es zu spät ist. Sag mir, was weißt du, Linda? Ich weiß, dass du mit Drogen handelst. Dass du mit dem Leben anderer Menschen spielst. Dass du Menschen tötest. Wenn du glaubst, dass es so ist, dann verstehe ich nicht, dass du noch zu mir hältst. Du bist mein Vater. Ich gehöre zu dir. Das tut mir so weh. Ich verstehe das alles gar nicht. Linda, Linda, du darfst mich nicht verurteilen, bevor du nicht auch meine Gründe kennst. Aber was für Gründe kann es denn geben? Ich habe dir erzählt, wie deine Mutter starb. Ja, du hast es mir immer wieder erzählt. Aber ich habe dir nie die volle Wahrheit gesagt. Deine Mutter wurde das Opfer von amerikanischen Imperialisten, kurz nachdem du geboren warst. Alle haben sie umgebracht, die ganzen Anführer der Revolution. Unter anderem auch Che Guevara. Es hat niemand überlebt außer einem, und das war ich. Ich weiß nicht, warum du mir das alles erzählst, Vater. Glaubst du wirklich, du könntest dich damit rechtfertigen? Nein. Aber versuch doch zu verstehen, dass es verschiedene Wege gibt, gegen diesen Imperialismus vorzugehen, durch den so viele Menschen erniedrigt wurden. Ich gebe zu, ich habe einen Weg gewählt, der vielen grausam scheinen mag, aber ich bitte dich, verurteile mich nicht ganz, Linda. Ich habe das für viele andere getan, nicht nur für mich, glaub mir. Denk mal darüber nach. Adios, liebe kleine Linda. Warum, Louis? Ging es denn nur um das Geld? Oder um die Sache? Allmächtiger Vater, dein geliebter Sohn Luis Montana wird nun vor dir erscheinen. Erbarme dich seiner. Es begleitet ihn ein Kranz von Blumen. Sie sind von uns allen und sie stehen für seine Tugend, seine Ehrlichkeit und die große Güte, die er besaß. Wir werden seiner immer gedenken. Für viele von uns war er der große Wohltäter, dem wir Dank und Verehrung schulden. In dieser Stunde der Trauer bitten wir dich, o Herr,
Lass Milde walten mit deinem frommen Sohn Luis Montana, wie auch er es zeitlebens tat. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gut gemacht, mein Junge. Sie haben mich nicht enttäuscht. Ach nein. Dann bin ich jetzt also nicht mehr der gewalttätige, zynische, ewig betrunkene Weiberheld? Ganz im Gegenteil, Derek. Nur ein Mann, der so gewalttätig ist wie Sie, konnte diesen Schlag gegen Morell durchführen. Und nur ein echter Zyniker, der sich auch auf glattem Boden bewegen kann, war diesen beiden Barrios ebenbürtig. Und man muss schon verdammt gut mit Weibern umgehen können, um direkt in die Höhle des Löwen zu kommen, nicht wahr? Sie sind ein absolut notwendiges Übel. Es fällt mir zwar schwer, aber das muss ich Ihnen lassen. Wir müssen uns jetzt voneinander verabschieden. Ich werde jetzt anderswo gebraucht. Weißt du, es ist schon eine verrückte Welt. Warum? Du hattest deine Aufgabe und die hast du erfüllt. Bist du traurig? Nein. Ich habe dich jetzt verstanden. Ich möchte dich begleiten. Bist du dir sicher? Es gibt nichts mehr, was mich hier hält.